Alle Vierke, Freitag, gut vom Wochenende. Heute ist der 15. Februar 2013 und jetzt kommen die News. Ja, alle Vierke, herzlich willkommen auch heute wieder. Heute ist Tag des Regenwurms, aber dazu später mehr. Jetzt geht es erstmal um unsere Themen. Wir haben nicht viel, heute zackig, es ist ja bald Wochenende und eine Feuerrosa drauf. So, erstes Thema. Olympiaheld, der schießt Freundin. Angeblich hielt er sie für einen Einbrecher. Tja, haha. Mein Gott, wenn das nicht so tragisch wäre, könnte man glatt drüber lachen, oder nicht? Überlade ich uns. Wärt ihr in der Lage, überhaupt einen Mensch zu erschießen? Und dann noch die Frage, was muss man zu sich nehmen, um die Freundin nicht zu erkennen? Angeblich wurde der Typ lang für häusliche Gewalt bekannt. Und jetzt so jetzt. Also das Ganze stinkt verdächtig bis zum Himmel. Dann die nächste Meldung direkt hinterher. Et Cascada aus Bonn singt für uns beim ESC. Hatte die Veranstaltung gelurrt? Ich muss sagen, ich fand das ja nicht so schlecht. Das haben sie da bei der ARD ganz gut gemacht. Gut, mir he von der Kölsche News hätte doch noch ein bisschen mehr Tricks hier und da. Ich sage ja seit Jahren, dass man uns der Höhner oder Brinks zu dem Gesangsspektakel schicken möchte. Aber gut, jetzt meldet Cascada das und ich bin mir sicher, dass wir mit der Disco-Nummer nicht letzter werden. Wobei mich das Liedchen auch schwer an die Vorjahressee erinnert. Wie seht ihr das, Freunde? Ja, Lefjecke, kommen wir mal zum nächsten Thema. Deutschlands dümmste Gangster rauben falschen Geldtransporter aus. Mein Gott, hat er das gelesen? Da müsste er ins richtige Profi-Banditos unterwegs gewesen sein. Das hört sich an wie in einem schlechten Film. Der Janove rammer mit einem Pferdtransporter gezielte Büsschen von der KVB. Das haben sie gemacht, um an die leere Geldbüchse von der KVB dran zu kommen. Ich nehme an, dass die irgendwie Sammler von leeren Geldkassetten sind. Dann wurde allerdings Code hektisch, weil noch ein anderer Büsschen eine vollbeladene Geldtransporter mit paar 100.000 Euro an Bord näher kam. Davor aber hier der Gangster eine Dorn im Auge, weil die es ja gezielt ob leere Geldbüchse abgesehen hatte. Vor Wut haben sie dann der randvolle Geldtransporter wie wild gewordene Höhner beschossen. Dafür hatten sie ja extra für noch ein paar Maschinenpistole bei eBay bestellt. Oder wurde die Süns noch so jetzt vielleicht in einem Baumarkt. Und dem sie so den Geldtransporter ausgeschaltet haben sie den Perzkutsch in Brand gesetzt und sind dann mit einem Komplize BMW bis an den Verteiler getürbt. Ich glaube, in der Hektik haben die so ja die wertvolle leere KVB-Büchse vergessen. Am Verteiler angekommen haben sie auch den Komplize BMW angezündet und sind dann untergetaucht. Und jetzt die Frage. Hat einer von euch 6 Bestuste gesehen, die mit Maschinenpistole rumgelaufen sind? Wenn dem so ist, könnt ihr uns anrufen oder best direkt bei der Schmier. Also Lefjecke Sache jedet, oder? Also bei Al Pacino und dem De Niros Robert hätte das in dem Film irgendwie anders ausgesehen. Aus Köln. Köln hätte sich krank gebützt. Tja, wen wundert's? Bei all der Bützerei ob engstem Raum. Und jetzt sind sie all krank. Wie sieht es dann bei euch aus? Die gute Message da dran ist, Hück fängt Wochenende an. Und ihr könnt all schön schlafen, euch ausruhen und ein fein heiß Zitrönchen trinken. Dann seid ihr am Montag wieder fit. Tja, Beauty and the Nerd. Gestern lief der Quatsch schon wieder. Ich habe nicht angekündigt. Leider war ich aber gestern nicht stark genug, um mir der Unsinn komplett anzuschauen. Ich habe dann nur mit erleben dürfen, als einer von den Nerds hinter dem Vorhang stund, um dann, wie ein Wunder, herfür zu treten.
Mein Gott, so der schlimm aus. Angeblich muss der früher noch viel schlimmer ausgesehen haben. Kann ich kaum glauben. Und wie der dann von der anderen Flehefell gefeiert wurde ist. Also, ich han dann schnell wieder umgeschaltet. Ich konnte es nicht mehr aussagen. Vielleicht hat einer von euch der ganze Blödsinn komplett gesehen. Dann könnt ihr mir das ja ins über das Fax legen oder sonst ja damit machen. Ja, Löfjecke, 15. Februar, Tag des Regenwurms. Dann wollen wir uns damit anfangen und denken uns all für einen kurzen Moment an den Regenwurm. Gut, das mit Ricke, dann schauen wir uns, was sonst noch so an dem Tag geschah, 15. Februar. 1864, der 22-jährige Gerhard Adrian Heineken kauft Bierbrauerei in Amsterdam und gründet damit Heineken. Hat er sicher abends getrunken. 2005, 3 ehemalige PayPal-Mitarbeiter gründet zusammen die Videoplattform YouTube. Kennen die alle. Dann kommen wir zu den Namensdamen. Heute haben wir Siegfried und Sigurd. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann wäre jetzt noch die Sache mit dem Wetter. Ganz kurz, Temperaturen liegen bei -1 bis +6 Grad. Hin und wieder Regen, so wie jetzt gerade im Moment, Schneeregen und sonst noch allerhand. Nur das Bestens noch draussen. Tja, Löfjecke, das Wort auch wieder. Bei Facebook haben wir jetzt wahrscheinlich 1000 Fans erreicht. Das ist Wahnsinn. Nur noch 4000 und dann faxen wir Kasala. Ich freue mich drauf. Madet Jod und nicht so gut.